Hello Guys, zum letzten Part von Bomberman DS. Wir haben nur noch 3 Achievements zu machen, um die Retro-Achievements, dieses Set hier zu mastern. Und ich bin wirklich sehr gehypt drauf. Den letzten Part füllen wir mit dem königlichen Kronen-Battle. Es sagt schon Crown Battle. Das wird definitiv ein edler Spaß. Und was ist die Besonderheit hier? Wer als erstes die Krone ist damit hat gewonnen. Und das ist die ganze Kunst dabei. Einfach als erstes nach oben kommen und die Krone einsammeln. Hört sich erstmal ganz leicht an, gell? Aber naja, wir haben ja hier nur Gegner, die uns killen können und mitmischen und was weiß ich nicht alles noch. Hab schon einen Kill gemacht auf jeden Fall. Gar nicht so mitgekriegt, dass ich schon so viel Umskraft habe. Oh, da ist sehr viel. Oh ja! Ja! Den habe ich riskieren müssen. So schaut es nämlich aus. War erst durchgerauscht mit der Spike-Bomb und war dumm, weil er hätte einfach nach oben rushen können jetzt. Aber ich habe direkt gesehen. Wait! Ein Win! Leute, der Part wird kurz. Das war wirklich das royale Battle. Das soll im Prinzip sagen, hier, du hast gewonnen, du bist der finale König. Da gibt's nicht irgendwie First to 3. Jo, das ist ja interessant. Oh mein Gott, das ist ja bei den anderen Maps genauso. Ja, aber jetzt warten wir erstmal ab, weil das kann wirklich schwierig werden. Weil ihr seht schon wieder, Full Power Crown. Den Shit hatten wir ja schon mal, nur diesmal müssen wir einfach die Krone einsammeln. Und wir haben Spikes dazwischen. Was so viel heißt wie wir können dann jederzeit einfach verrecken, indem wir irgendeine Scheiße bauen. Ich habe vorher außerdem schon einen Kill gemacht. Na, warte, wir können doch keine Scheiße bauen. Oh, doch, wir können Scheiße bauen. Wir haben schon verloren. Ja, Mann, wir können auch auf die Spikes draufstehen und jetzt hat er sich selber gekillt. Wenn es nur noch ein Gegner ist, also wenn man nur noch allein ist, dann werden die Barrikaden vorhin gelassen. Macht Sinn. Aber okay, jetzt weiß ich das auch. Ja, mach mal wieder über die Spikes. Also, dass wir einen Raster vorhin habe ich halt gemeint, ja. Ach ja, kein Scheiß hier. Yes, Mann! So nämlich! Oh mein Gott. Nächstes Achievement. Crown Jewel. Es tut mir leid, das ist der epische Finalpart. Merry Go Crown. Wir sind wieder an die Conveyor Belts. Mit der Krone. Oh mein Gott, man muss richtig... Ich wollte gerade sagen, man muss richtig Glück haben. Und wir haben hier nur einen Block. Nur einen Block zu zerstören. Wir gehen direkt ganz hoch. Jetzt mache ich hier. So. Bitte nicht einsparen. Danke. Und jetzt der schneller ist. Ab nach oben. Und das bin ich. Nicht killen lassen. Ja, genau. Leute, vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart bei diesem Projekt. 5 Minuten Part, mehr ist es nicht. Wir haben... Nachdem wir das alte Achievement hat geupdatet. Wir stecken noch nicht bei die 100. Jetzt ist es da. Oh mein Gott, wir waren zu schnell für den Updater. Mein zweites Set gemastert. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Das hat mich gefreut. Das nächste Projekt sollte wieder mit Retro-Achievements sein. Es ist ja jetzt am letzten Samstag ein neues Projekt gestartet mit den Retro-Achievements. Super Mario Mon, schaut so gerne mal rein. Oh, hey, und nur ein kleiner Nachtrag vom schnibbelnden Mare. Ich wollte euch nur die Retro-Achievements-Seite kurz mal jetzt sagen von Bomberman DS. Ja, wir haben sie mittlerweile gefinisht. Und zwar könnt ihr jetzt hier sehen, ich war der 10. User, der das Ganze im Hardcore-Mode gefinisht hat. Mittlerweile sind es schon 12. Das Allercoolste da drauf ist, ja, ich bin im fucking Leaderboard. Und ich bin nicht nur irgendwo im Leaderboard, ich bin auf Platz 1. Denn ich habe offiziell
den Story Mode mit der höchsten Punktzahl vollendet. Und dann war das nicht einmal meine Absicht. Das war ja mein schnell zweiter Durchlauf. Ich muss ja unbedingt das Achievement noch schaffen, weil ich mir erst mal verbaut habe. Ja, und dann machen wir mal so nebenbei einfach mal kurz so den ersten Platz. Ja, das wollte ich euch jetzt nicht vorenthalten. Das nächste Projekt findest du dann in der Endcard, sobald es online ist. Bewertung. Ein letztes Mal da lassen für dieses wunderbare Projekt und für dieses Retro-Achievement-Set. Bis zum nächsten Mal. Euer Mare.